Salut miteinander und einen wunderschönen Montagnachmittag wünschen wir euch. Ich hoffe, ihr seid alle wunderbar in die neue Woche gestartet. Habt einen schönen, erfolgreichen 3/4 Montag gehabt bis jetzt. Jetzt kann er aber noch besser werden. Hey Smoker und Stone Drips und der Bud Spencer ist auch wieder da. Hallo zusammen, ich hoffe, es geht echt gut. Hey. Nico, du bist noch gemutet. Das hört man noch nicht. Der Moment, der Nico ist jetzt nicht mehr gemutet. Jetzt ist er nicht mehr gemutet. Applaus für den Nico, dass er nicht mehr gemutet ist. Er hat den Mute-Button gefunden. Woohoo! Ja, das verliert in einer Woche nicht mehr streamen, gell? Ja, jetzt warst du eine Woche krank gewesen. Also, der geht alles vorbei. Der ist Wissen aus Gehirn raus. So. Wissen aus Hirn raus. Also, ich muss Steffi natürlich hier korrigieren. Ich bin nicht eine Woche krank gewesen. Ich bin einfach am Tag krank gewesen. Ja, aber mir geht es besser. Ihr seht es. Augen sind nicht mehr so schlimm wie vorher und auf dem Weg vor Besserung. Gut, das hat glaube ich niemand gesehen, wie deine Augen ausgesehen haben letzte Woche, außer dich. Nein, das hat niemand gesehen, außer dich. Sie waren sicher nicht schrot gewesen. Als hätte er irgendein magisches Kraut geraucht. Aber ja. Ja, ich bin froh, ist der Massi noch nicht da, dann können wir das Thema nicht mehr wieder begraben. Schlafst einfach nicht ein, gell, Nico? Einfach nicht einschlafen. Genau. Nein. Nein, ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende gehabt. Habt ihr etwas Schönes gezockt? Oder was habt ihr schon gemacht? Was hast du gemacht, Nico, am Wochenende? Sehr viel. Freitag war ich an einer Halloween-Party gewesen. Also nach Halloween-Party. Ich würde sagen, Halloween ist doch vorbei. What? Jo, aber so mit Raclette und so. Und, ja, Raclette. Eine Raclette-Party! Yes. Mega cool! Ja, das ist sick. Und dann am Samstag bin ich mit zwei von meinen besten Kollegen fein essen. Und nachher haben wir noch Dark Souls, The Board Game, gespielt bei mir. Ein Board Game? Ein Dark Souls Board Game? Okay. Das ist sehr cool. Das kann ich das nur gibt's. empfehlen. Ist aber nicht ein Monopoly, oder? Nein. Es spielt sich wirklich wie Dark Souls. Also du kannst bis zu 4 Spieler zusammen sein. Wir waren 3 gewesen, und du hast wirklich du hast verschiedene Klassen, die du kannst wählen als Spieler. Nachher hast du wie ein Deck, das du spielst. Und in diesem Deck hast du halt wie Stamina, Stärke, all die Attribute. Und alle Angriffskosten nachher. Es ist ein Kartenbrettspiel. Also du hast Karten und Fläche. Und kämpfst nachher gegen diverse Gegner, die sich halt auf der Fläche verschieben, je nach Movement. Und machen auch verschiedene Attacken. Und es ist sehr schwierig. Also es ist wirklich sehr schwierig. Man scheitert sehr viel. Also es ist wirklich Dark Souls. Einfach als Brettgame. Sehr gut. Hey, was hast du jetzt gemacht, wo jetzt ist deine Cam wieder asynchron? Hast du jetzt irgendetwas geändert in den letzten 1 Minute? Gar nicht. What the hell? Okay, ignorieren wir das. Gar nicht. Parsival schreibt gerade, hey, ist gerade mein allererster Stream, wo ich auf Schweizerdeutsch schaue, ist eine Premiere für mich. Hure gut. Es geht immer das erste Mal. Ich hoffe, es gefällt dir und herzlich willkommen da damit. Und Raziel hat auch noch geschrieben, Rotz, Medis und New Worlds zocken. Oh je, gute Besserung in dem Fall, falls es noch nicht besser geht. New World ist ja anscheinend auch wieder ein bisschen mehr ein Ding. Es hat irgendwie ein neues irgendetwas es hat neue Content gegeben, auf jeden Fall, habe ich letztens gehört. Aber ist das jetzt wieder spielbarer als noch vor einem halben Jahr? Oh, selbst ist da, Hello, und Massimo hat nur gehört, Nico, schlafst nicht ein. Ja, das gleich gehört natürlich. Natürlich hat das gleich gehört. Ja, nur das mit dem Einschlafen, ja. Ja, aber das ist schon gelangt. Zum den Trigger, der alte Massi. Es ist viel besser. Oh, okay, nice. Also New World. New World ist anscheinend viel besser. Haben wir doch auch ausprobiert, Steffi? Wir sind doch beide nicht so. Ich habe New World angefangen zu spielen und es ist in meinen Augen so ein Rotz gewesen. Also es tut mir wirklich leid. Nein, als langjährige WoW-Spielerin ist das der grösste Scheiß gewesen, den man nicht mehr jemals angetan hat. Nein, das schon nicht gerade, aber es ist in meinen Augen
ein sehr knorziges Game und ich habe es gar nicht gerne gespielt. Darum habe ich es so wieder deinstalliert anschliessend. Aber ich finde einfach, ich habe es nicht gern, wenn ein MMORPG so zäh ist, weißt du, wenn du so ewig lang brauchst, um das Zeug zu farmen und so. Das ist halt bei New World wirklich so. Bis du mal irgendein kleines Steinchen abgepickelt hast oder irgendwie einen Baum gefällt hast oder so, das geht ewig. Und das hat mich, und im Vergleich dazu sind die Gegner viel zu schnell respawnt und das hat mich verdammt von Nerven. Ja. Ich glaube, bei mir auch das gewesen, was mich näher gestresst hat. Ich meine, sind wir ehrlich, wenn du einen Gegner killst oder du gehst irgendwie in einen Wald, wo du Holz brauchst oder so und dort hat es 5 Wölfe, du killst die 5 Wölfe und dann fängst du an, den einen Baum zu fällen, den du jetzt mal dir vorgenommen hast zum Fällen. Und während du den Baum fällst, respawnen die 5 schon gerade wieder. Also wenn einerseits mit dem, es dauert ein bisschen länger, bis du einen Baum gefällt hast, weil es ist ein bisschen realistischer, als wenn du 2-mal draufholst und dann hast du einen Baum gefällt, okay. Aber dann mach es doch bitte auch insofern realistischer, dass das Gegner nicht so schnell respawnen, please. Das ist nämlich komplett unrealistisch nachher im Vergleich. Guter Punkt, ja. Darum, also mir hat es immer noch genervt. Es ist sehr inkonsequent gewesen, das Game, meiner Meinung nach. Ja, aber eben, wie gesagt, also ich habe dann angefangen mit 2 Kollegen, glaube New World, und wir haben sehr schnell gemerkt, dass es dass es wirklich so grindy ist. Oh ja, ist, sehr grindlastig, ja. Und irgendwann haben wir dann gefunden, wow, okay, dann lassen wir es sein. Aber ich meine, so wie der Raziel das jetzt schreibt, hat der Entwickler ja wirklich auf Spieler gelost. Und wow, schon der zweite Jar auf 60, nicht schlecht, okay. Das ist dann cool. Vielleicht gebe ich ihm noch eine Chance. Ich meine, ich hasse es noch. Also, ja, so noch, aber ja, ich bin jetzt immer noch mehr so. Ja, also bei Dings, Lost Ark habe ich ja schon Monate nicht mehr gespielt. Ja, ich bin halt wieder mehr auf Singleplayer umgestellt, von dem her. Ja, egal. Wir reden auch, glaube ich, von einem MMO, nicht? Wir reden auch über ein MMO, ja, auf jeden Fall. Ja, MMOs, immer. Parsival hat auch geschrieben, ich kann 3 Wochen nicht mehr gamen, weil der PC im Service ist. Ah, das ist übel. 3 Wochen ist lang. Hast du nicht irgendwie... Oh, du weißt was, vielleicht habe ich eine Alternative für dich, während wir den Podcast reden. Wenn wir den Podcast machen, habe ich vielleicht etwas für dich, was du könntest, mal dir anschauen während diesen 3 Wochen. Das stimmt. Das könntest du dir mal anschauen, ja. Samstag ist schon weggegangen. Und zudem, Steffi, haben wir ja wieder einen speziellen Stream, oder? Natürlich, wir haben wieder einen Giveaway-Stream. Yes, wir haben ein kleines Giveaway für euch. Und jetzt ist mir fast mein Glas auf die Tastatur umkippen. Und zwar haben wir hier das wunderschöne Headset von Astro in lila. Es ist ein cooles Lila, by the way. Es ist ein cutes Lila, nicht so ein rosa Lila, sondern wirklich so ein arktisches Lila. Das gefällt mir sehr gut. Und es hat einen Klinkenanschluss. Das ist mittlerweile sehr selten geworden bei Headsets. Also die meisten Headsets heutzutage sind ja entweder wireless, aber dann haben sie auch einen USB-Dongle oder sie mit USB Anschluss. Und das hat jetzt eben einen Klinkenanschluss. Das ist super selten, aber ja, Astro did it, ne? Von dem her, das verlosen wir heute. Das ist kompatibel mit dem PC, mit Mac, mit PS5, Xbox Series X und S, Switch und sogar Mobile. Wobei ich mich frage, welches Mobile hat heutzutage so einen Klinkenanschluss? Hat das wirklich? Immer noch? Ja. Was hast du für ein Nachteil? Samsung A12. 12, ja. Wie alt ist das? Also ganz ehrlich, schnell Werbung für brach.ch wieder. Nein, was wirklich? Nein, sorry schnell. Ist eine geprüfte Retour für 150 Franken. Funktioniert mega gut. Habe ich seit einem Jahr performt top-notch. Ist ein nice. Super Handy. Eben dort auch einfach brach.ch geprüfte Retouren abchecken. Die haben immer coole Handys, die sie zurückgegeben wurden, die Leute nicht wollen. Das denken wir aber die geprüften Retouren, die wir nämlich im Shop haben, die sind ja wirklich geprüft. Sie sind natürlich günstiger als die neuen Sachen, logisch. Meistens sind sie aber auch nicht einmal gross ausgepackt oder ausprobiert. Sie sind vielleicht einmal angeschlossen worden oder angeschaltet worden. Und dann hat man es schon in der Retour-Geschichte. Das sind ja nicht Secondhand-Sachen. Es sind einfach wirklich
Produkte, die ihm zum Teil auch nicht gefallen haben oder wo man gemerkt hat, das ist ein bisschen gross oder das ist ein bisschen klein oder falsche Farbe oder ja, es sind ja nicht Produkte, die man irgendwie ein Jahr lang benutzt hat und dann will man es nicht mehr und verkauft es wieder, wie auf Ricardo oder so. Es ist ja wirklich eigentlich neuwertige Ware, die halt einfach ein bisschen günstiger ist, wo man halt, also ich meine, bei Kleidern oder so, wenn man Kleider bestellt oder in den Laden geht, der ist ja auch, man kauft sich ja auch Kleider, die schon jemand anprobiert hat eigentlich, oder? Und so ist es eigentlich wie mit der retournierten Ware. Ja, aber es ist ja wirklich so. Wenn du in den Laden gehst und Kleider anlegst, dann legst du eigentlich, dann probierst du ja die Kleider, die 15 Leute vor dir vielleicht schon probiert haben, oder? Ja, es ist ja... Drum, ist die Vorstellung nicht, aber ja. Nein, aber genau darum solltest du ja eben Kleider waschen, bevor du sie regelmässig anlegst. Das und wegen der ganzen Chemie natürlich. Aber you know what I mean. Und Lealel und Doomguy, merci vielmals für eure Follows. Herzlich willkommen bei uns. Und ich glaube, jetzt haben wir Schnapszahl. Oder noch nicht? Haben wir noch nicht Schnapszahl? Ja, wir haben, glaube ich, Schnapszahl. So, wir haben Schnapszahl, nicht. 888. Schnell alle ins Schottgläschen holen. Wir gehen Wasser. Let's go. Da, Wasser. Nicht. Genau. Yes, das Giveaway läuft noch gerade nicht. Von dem her, ich habe es noch nicht gestartet, könnt noch nicht mitmachen. Genau, chillen. Nein, aber genau, einfach, dass ihr es nochmal wisst. Genau, es ist aber auch kompatibel mit Mobile und insofern es natürlich einen Klinkenanschluss hat. Das ist wichtig. Also, und falls ihr mitmachen wollt, ich starte mal das Giveaway. Es geht 1:15, also um halb. Nein, nicht um halb. Um 3:45. 5 ist es fertig. Steffi am halb im Meeting. Der Smoker ist schon im Stress. Er will noch beim Giveaway mitmachen. Ja, das geht 1:15. Es tut mir leid. Du musst hoffen, dass... Zulassen kann er ja, ja, oder? Eine kleine Idee. Du gehst auch 5 Minuten später ins Meeting. Genau. Ja, zum Beispiel. Und ihr müsst... Genau, ihr müsst Ausrufezeichen Win, Leerschlag, ein 1 oder ein 2 schreiben. Damit ihr mitmachen könnt. Und ihr könnt nur mitmachen, wenn ihr genug Punkte habt, Leute. Also Freaking Greek, mach mal. Also erstens hast du es falsch geschrieben. Musst einen Abstand zwischen dem Win und dem 2 machen. Und zweitens du brauchst für ein Ticket 13 Punkte. Also du kannst mit Ausrufezeichen Points, oder ihr alle könnt mit Ausrufezeichen Points nachschauen, wie viele Punkte ihr mittlerweile gesammelt habt. Punkte sammelt man, indem ihr uns followt, indem ihr uns hostet, indem ihr aktiv im Chat schreibt. Je aktiver ihr im Chat schreibt, desto mehr Punkte bekommt ihr. Ein Host gibt auch nochmal ein paar Punkte. Und sagen wir es mal so, wenn ihr ein bisschen aktiv mitmacht und so ein bisschen schreibt, ein bisschen followt, ein bisschen ratet und so weiter, dann habt ihr auf jeden Fall bis Ende des Giveaway plus minus mit genug Punkte, dass ihr mitmachen könnt. Genau. Der Razer hat doch gerade so 13. Er cheatet doch, ey. What the hell? Was ist mit dem Massimo los? Was hat er mit meinem Bart? Was? Nico, siehst gut aus. Hast du den Bart rasiert? Massi, was ist mit dir los? Hör auf, bitte. Nein, Parzival, du bist nicht Sub, sonst würdest du das sehen. Ein Sub hat ein Sub-Icon vor dem Namen. Das würdet ihr sehen. Haben wir irgendeinen, der Sub ist hier drin? Nein, wir haben keinen Sub vor Ort, hat ich fast gesagt. Ja, ein Sub sieht so aus. Oder ein Sub hat vor dran so ein kleines Icon. Der Troy! Hey, Sally Troy! Du darfst nicht mehr machen, by the way, gell? Troy, mach doch mit. Hä? Ja, genau. Yes. Ich muss ein bisschen den Chat lebendig halten oder soll ich raus? Nein, du machst das absolut korrekt, Massi. Wir sind ganz fest froh, dass du da bist. Massi, wir haben dich denke auch gerne. Alles gut. Wir haben alle gerne. Wir sind eine one big happy family hier. Ja, das kann ich würde schon sagen, ja. Sass, ja, voll Sass, Parzival. How comes, dass du schon 13 Punkte hast? Ich glaube, du bist zum ersten Mal da, nicht? Der Abby Blitz, Sally. Hey, es würde mich auch noch interessieren, wer von euch ist alles wegen der Twitch-Werbung von uns da?
Das würde mich echt noch wundern. Weil ich glaube, das sind noch einige von euch. Also klar, beim Troy wissen wir es, der arbeitet bei uns. Der Massimo Vesura, der ist das Urgestein hier schon, der gehört schon zum Inventar. Aber ich denke mal, es sind relativ einige, jetzt durch die Twitch-Werbung, die wir geschaltet haben, zu uns gekommen. Abby, Racial Smoker, oh nice. Es war so witzig, die Werbung läuft ja seit dem Mittwoch auf Twitch. Ich bin schon im Lurk, alles klar. Und wirklich so bei uns im Discord schon, ich habe gerade eine Werbung gesehen von Brach.ch. Ich habe gemeint, ich bin auf dem falschen Channel. Aber das ist so geil. Ich bin wegen der Benachteiligung da. Welche Benachteiligung? Ich hoffe doch, es gibt keine Benachteiligung. Was für eine Benachteiligung? Ich weiss es auch nicht. Benachrichtigung? Okay, irgendwo sagen. Also eine Benachteiligung. Ich hoffe nicht, dass hier irgendjemand benachteiligt wird. Das wäre es ja noch. Adblocker FTW. Warte schnell, der Abby fragt mich, ob alles klar ist. Warte schnell, Ja. bist du der Abby von Good Games? Ich glaube, Bist du der Abby? nicht so viele Abbys. Leale, also ich weiß nicht, ich habe ja auch Adblocker, aber auf Twitch funktioniert Adblocker normalerweise nicht. Was hast du für einen Adblocker? Ja, der Beste. Freaking Dreak, wie bekommt man Punkte? Du bekommst Punkte durch einen Follow, indem du aktiv im Chat schreibst. Oder was hier jetzt gibt. genau. Oder zum Beispiel mit einem Host. Wenn du jetzt zum Beispiel unseren Channel hostest, auf deinem Channel, also du gehst auf deinen Channel über, schreibst /host Abstand @brach.ch in die Chatbox, dann hostest du uns und dann gibt es wieder mehr Punkte. Yes. Okay. Einer, der funktioniert, okay, alles klar. Aber Swisscom TV-Box auch noch nie Werbung auf Twitch gehabt. Nicht schlecht, okay. Interessant. Hosts gibt es nicht mehr. Ja, dann machst du halt Raid. Das geht. /Raid. Ja, Raiden, genau. Nur Handy, Tablet. Ah ja, okay. Fair enough. Egal, aber es sind trotzdem einige über die Twitch-Ad zu uns gekommen. Das ist natürlich voll geil. Das heisst, dass wir haben etwas richtig gemacht. Oder Absolut. Steffi hat etwas richtig gemacht. Yes. Bin ich froh. Aber ja, bin trotzdem So, da. so Werbung hat ja doch funktioniert. Yes, Jackpot. Der ist natürlich super. So, also, meine Liebe. Jetzt muss ich da gerade schnell güten. Ja, wir müssen mal Timers. anfangen. Ja, genau, wir Hey. müssen mal langsam ein bisschen Langsam vorwärts sicher. machen. So, also. Das Giveaway dauert noch 1 Stunde und 8 Minuten. Das heisst, wir haben hier noch ein bisschen Zeit. Wir nehmen in dieser Zwischenzeit auch schon unseren Podcast auf. Und wie ihr wisst, die schon länger da sind und jetzt alle, die jetzt neu dazu sind, am Montagnachmittag, nehmen wir immer unseren Podcast auf. Der Podcast der dauert ungefähr 1 Stunde. Während dieser Zeit können wir nicht auf eure Kommentare eingehen oder Fragen oder so beantworten. Das machen wir aber sehr, sehr gerne anschliessend. Also falls ihr trotzdem irgendwie euren Senf dazugeben zu den Sachen, die wir erzählen, dann dürft ihr das sehr, sehr gerne machen. Wir gehen dann nach dem Podcast sehr gerne darauf ein. Ab und zu sind wir auch ganz froh, wenn uns jemand einen Hinweis in den Podcast, also in den Chat hineinschreibt, wenn wir zum Beispiel gerade irgendwie ein Wort nicht finden oder so. Das ist auch schon öfters passiert. Oder so wie letzte Woche, wo ich vergessen habe, wie der Chris Hemsworth mit Vornamen heisst. Hat er plötzlich gesagt, was ist der Chris Hemsworth? Ich so, ja. Hast du nicht seinen Bruder gemeint? Nein, der Liam weiss ich ja. Aber ich habe nicht gewusst, wie der Thor, also der Chris Hemsworth spielt ja den Thor, sein Vorname ist mir entfallen. Und er hat das freundlicherweise jemand in den Chat geschrieben. Und dann habe ich es gewusst. Und, Okay, wenn wir noch schnell ein kurzes letztes Mal für alle sagen, wie man im Giveaway teilnimmt und nachher anfangen mit dem Podcast. Was meinst du? Ja, ich würde sagen. Einfach für alle, die jetzt noch reinkommen. Genau. Dann könnt das Astro Gaming Headset gewinnen. Steffi hat es vorher schon gezeigt, die Kamera sieht mega cool aus. Es Mit ist Klinkenanschluss. Lilac. Mit Klinkenanschluss. Und viele Leute vertrauen heute ja lieber wieder auf Klinken. Ich kann nur sagen, Astro Gaming, mega coole Marke. Ich selber trage auch ein Astro Gaming Headset, das A50. Ja, das auch daheim tatsächlich. Das ist wirklich von der Performance her sehr, sehr gut. Also ich kann gar nicht klagen. Wirklich ultra cool. Guter Sound, Astro Gaming kann man vertrauen. Yes. Und wie gesagt, die brauchen genug Punkte.
zum Abfragen, wie viele Punkte ihr habt, könnt ihr Ausrufezeichen Points in den Chat reinschreiben. Parzival und Freak. Also erstens, Parzival, du hast wahrscheinlich noch zu wenig Punkte. Also du hast noch nicht 26 Punkte. Du müsstest jetzt entweder bis zum Schluss vom Giveaway warten und dann nochmal probieren, ob du genug Punkte hast. Oder du machst jetzt mit einem Ticket mit, dass du einfach Ausrufezeichen 1 reinschreibst. Freaking, du musst einen Leerschlag lassen zwischen Win und 1. Also es funktioniert wirklich nur, wenn ihr es richtig schreibt. Und es funktioniert auch nur dann, wenn ihr genug Punkte habt. Genau, also der Mr. Tsushia, genau. Absolut korrekt. Nice, also. Nicht Pions, Parzival, Points. Richtig geschrieben, wäre ein Vorteil. Genau. Richtig. Nein, du hast es falsch geschrieben. Du musst Points, nicht Pions schreiben. Sonst funktioniert es nicht. Commands funktionieren leider nur dann, wenn sie richtig geschrieben werden. Da habe ich ja schon ein paar Mal leider ein bisschen cheesy gekriegt. Kennst du Pascal Points? Der schafft auch bei uns. Das ist sogar bei mir im Team, ja. Ey, freaking Greek. Wow, danke schön für 50 Bits. Oh, merci vielmals. Mega lieb. Dankeschön. Übrigens, auch an dieser Stelle nochmal schnell, dass wir es erwähnt haben. Scheisser, das habe ich noch nie gesehen. Das habe ich nicht geschrieben. Ich habe es lustig gefunden. Nein, nur schnell, dass ihr es auch nochmal gehört habt. Alle, die jetzt neu dazugekommen sind, sämtliche Einnahmen, die wir jetzt eben durch Bits. Oh mein Gott. Hast du nicht mehr gehört? Sämtliche Einnahmen, die wir irgendwie durch Bits oder Abos. Nein! Klippet das. Bringst du nicht auf falsche Ideen, Nico, please. Klippet das. Nein! Das eskaliert ja schnell. Das eskaliert gar nicht. Melden. Ich warne euch. Da gibt es immer geile Sub-Giveaways. Und Subs verschenken wir auch keine mehr. Nein, aber Flor, das könnt ihr gewinnen. Schau. Nein, aber sämtliche Einnahmen, die wir irgendwie durch Bits oder Abos oder so generieren, werden wir nicht selber behalten, sondern die werden wir an einen guten Zweck spenden. Im Moment ist schon ein bisschen zu wenig zusammengekommen, sagen wir es mal so, dass es im Moment schon gerade Sinn macht. Außerdem müssen wir noch definieren, was es für eine NGO wird sein, an die wir werden spenden. Das ist noch nicht ganz klar. Aber echt, dass ihr es wisst, wir spenden es für einen guten Zweck. Nicht für das Futter für meine Katze, leider nein. Würde ich auch nicht nein sagen, aber nein, wir wollen wirklich als eine NGO spenden und etwas Gutes tun damit. Genau. Also, so, jetzt würde ich aber sagen, es ist schon fast halb. Jetzt müssen wir wirklich pressieren mit dem Podcast starten, weil sonst kommen wir nicht mehr durch mit unseren Themen. So. Die Kamera geht schon den Geist auf, wir müssen kaufen. Unscharf werden. Mr. Tsuchiya, merci mal für 100 Bits. Mr. Tsuchiya. So toll. Tsuchiya. Tsuchiya, wer hat das gesagt? Tsuchiya. Also würde ich jetzt sagen, aber ja. Ja, Masi, du bist mega lustig. Haha, ist er Chili. Also Leute, merci vielmals, seid ihr so aktiv, mega geil. Wir müssen jetzt aber langsam mit dem Podcast starten. Und ich würde sagen, Nico, machst du wieder den Anfang? Oh ja, natürlich, klar. Kein Problem. Du bist schon wieder asynchron, ich glaube es nicht. Also, mach. Immer noch. Ich weiß, wenn du nicht redest, sehe ich es nicht. Keine Ahnung. Also, warte schnell. Nein, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Das ist gut, okay, ja. Okay. Also, dann würde ich sagen, wir gehen los in 3, 2, 1. Herzlich willkommen zu dieser Episode Nummer 37 von Buffcrit Loot. Du hast schon 36 gesagt, gell? Du hast fast 36 gesagt. Ja, eigentlich nicht, nein. Okay, 36. Ist es 36? Nein, es ist 37. Aber du bist letztes Mal ja nicht dabei gewesen, darum ich habe es genau gespürt. Kannst du mir mein Intro nicht versauen? Soll ich noch mal anfangen oder nicht? Nein, mach weiter. Oh mein Gott, also ich fange nochmal. Herzlich willkommen zu dieser Episode Nummer 37 Buffcrit Loot, der Gaming News mit der Steffi und mir, dem Nico. Es wird wieder mega, mega spannend für alle. Wir haben sehr coole Themen. Und zwar God of War Ragnarök. Wie gut kann ein Game eigentlich sein?
Netflix Gaming gibt Gas. Wir haben ein 4 Jahre altes Coop-Spiel, das wieder top trendet auf Steam. Wir haben bei den Crit-Themen ein Disney-Game, das Bewertungen auf Steam rockt. Und wir haben einen Twitter-News-Poster, der sich verabschiedet aus dem Gaming-News-Game. Post Viel Spaß. Dingsbums. Hey, das ist wirklich, Steffi, ohne Scheiß. Was? Weißt du, wie soll man so eine schöne Ansage machen, wenn du dann jedes Mal wie ein Kindergartenkind irgendetwas reinschreibst? Hey, ich habe mich hure zusammengerissen, okay. Ich habe mich wirklich zusammengenommen, dass ich nichts mehr sage. Aber am Schluss, das ist wirklich so, ja, so der Twitter-Poster, Gaming-News-Poster-Dude, der jetzt sich aus dem Twitter-Gaming-Post-Tweet-Business zurückgezogen hat. Ja, so hat es einfach getan. Nein, aber das ist super, das hast du sehr auf den Punkt gebracht. Gut, merci vielmals. Aber ja, God of War, Ragnarök, ich glaube, das ist ein Game, wo mega viel darauf warten. Und ich meine, die Bewertung hat ich fast gesagt, beziehungsweise alles, was man gesehen hat und gehört hat, bis jetzt geht ja jetzt schon durch die Decke. Aber erzähl uns mal ein bisschen mehr. Du hast dich da ein bisschen eingelesen gespielt, hast es ja, glaube ich, selber noch nicht können. Aber, man kann es noch nicht spielen, nein. Also es ist ja, so... also mehr nicht, aber so gewisse Redaktionen, die bevorzugt werden, wo wir leider nicht dazugehören. Natürlich, die dürfen das. Spielen. Die dürfen spielen, genau. Was wirklich wichtig zu wissen ist, dass auch die Redaktionen, die es dürfen spielen, die können natürlich auch nicht alles preisgeben. Also es gibt dort auch Verordnungen, das ist überall so. Man muss sich natürlich... man verpflichtet sich natürlich, wenn man das Game anspielt, auch gewissen Geheimhaltungspflichten. Also man unterschreibt dort auch etwas, wenn man eben jemand ist, der vorher Zugriff bekommt, dann darf man nur einen gewissen Teil von diesem Game leaken. Wir fangen an, God of War Ragnarök. Ich persönlich habe das erste God of War auch schon gespielt. Und gerade vorweg, ich war ein Riesenfan vom ersten God of War. Also nicht vom ersten, Entschuldigung. Es gibt natürlich mehr, viel mehr als nur eins. Aber das Franchise ist, glaube ich, riesig. Es ist riesig, ja. Aber vom ersten, wo eben das God of War war, wo sein Sohn ist dabei war. Oder? Und ich habe es mega gefeiert. Ich war mega Fan von diesem Game. Es hat mich reingezogen. Die ganze nordische Mythologie finde ich persönlich auch sehr, sehr interessant. Und ich lege jetzt einfach mal schnell los mit den Sachen, die ich herausgefunden habe über das neue God of War. Und zwar von allen Seiten, von vielen Seiten kommt sehr viel Lob. Also es fühlt sich vollständig entwickelt an. Es ist alles poliert und geschliffen. Es fühlt sich an, als hätten die Leute wirklich... gewartet, bis sie ein vollständiges Game hatten, das durch und durch in guter Qualität daherkommt. Das Kampfsystem ist wieder der Hammer. Die Welterkundung macht riesig Laune. Das heisst, es ist wieder eine ultra schöne Welt, wo man bis ins Detail erkunden kann. Hier ist auch noch wichtig zu sagen, natürlich kommt es zu diesem Thema dazu, dass man nicht alles liegen darf. Wir können hier leider nur über 2 Gebiete reden, und zwar das Startgebiet Midgard im Fimbulwinter, also wo alles noch so grau ist und weiss und karge Landschaften, so fängt man nämlich an. Und Svartalfheim, also die erste Station nach Midgard, die erste Welt, über die 2 dürfen wir reden. Und Svartalfheim ist die nächste Welt, wo man nach der Startwelt herkommt. Und das ist eine sehr warme Umgebung mit extrem vielen Farben, Details und so Zwergendörfli. Und man fährt wieder mit dem Schiff durch. Und also es ist wirklich sehr, sehr schön. Wieder ein Kunstwerk. Also Steffi würde hier wirklich sagen, ein Game, wo wieder... ja, einfach zum Anschauen, wo du als Person, als Game-Charakter einfach auch in der Welt mal bleibst stehen und die einfach umschaust. Kennst du die Momente, wo du gar nichts anderes machst, als einfach bleiben stehen und schnell Panorama, weißt? Schnell einfach umschauen und einfach genießen. Kennst du das? Natürlich, das kenne ich sehr gut. Ich spiele, ja, wie du weißt, sehr gerne Singleplayer, aber auch schon früher, zum Beispiel WoW, habe ich einfach auch wirklich die Aussicht genossen. Jetzt WoW ist ja jetzt nicht gerade das Game, das bekannt ist für eine gute Grafik. Aber ich habe halt trotzdem aber gefunden,
einfach die Landschaften sind zum Teil so liebevoll gestaltet und im Moment streame ich ja auf brack.ch Immortals Phoenix Rising und auch dort bin ich einfach der Meinung, hey, es ist nicht super realistisch, aber es ist so hübsch und dort schaue ich wirklich die mal einfach, stehe ich auf einem Aussichtspunkt und schaue einfach die Umgebung an, die ich wirklich schön finde. Aber bei God of War ist es jetzt ja ziemlich realistisch und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das Eintauchen in die Gaming-Welt nochmal um einiges einfacher ist, sage ich jetzt mal. Dass es sich einfach sehr realistisch anfühlt. Genau. Und beim God of War, der Erweiterung Ragnarök, ich weiss nicht Ragnarök, wem das etwas sagt, aber in der nordischen Mythologie ist Ragnarök das grosse Göttersterben, also eigentlich so Judgment Day, Tag von der Apokalypse, dann, wenn alles endet. Und Ragnarök bahnt sich jetzt eben im zweiten Teil an, bei dem God of War Teil. Und natürlich kommt es mit ultra vielen neuen Charakterfeinden, Gegner und die zwei, also das heisst, der Kratos und sein Sohn kämpfen sich wieder durch die Welten und probieren natürlich Ragnarök zu verhindern, weil Ragnarök würde auch bedeuten, dass der Kratos stirbt. Das heisst, man probiert natürlich auch ein bisschen den Kratos selber zu retten. Unterwegs ist man wieder zu dritt, ich sage nicht zu zweit, weil sie sind zu dritt, also das ist der Kratos, sein Sohn, plus der Kopf vom Myrmir. Der Kopf, ja. Wo ja die ganze Zeit seine blöden Kommentare dazu muss geben Schade, und seine geil. lustigen Mimir, genau. Und das ist eben wirklich, also das ist ein Charakter, den kannst du dir nicht mehr wegdenken. Der war im 1 schon so cool gewesen, und der wird im 2 auch wieder kommen. Viele Charaktere aus dem ersten Teil sind wieder da, sind wieder vertreten. Zum Beispiel die zwei Zwerge, Brüder, die immer die Schmiedinnen verwaltet haben, die immer untereinander mega einen Krieg hatten und Streit und so. Aber das ist doch eben geil. Das sind so die Easter Eggs oder so die Gimmicks, die halt einfach immer wieder kommen, die einfach so cool sind. Wo eben, genau das macht eben so der Humor von einem Game erst so aus. Ich meine, genau. Das ist das, was ich zum Beispiel bei in letzter Zeit bei Zelda recht kritisiert habe. Und ihr wisst, ich bin ein sehr grosser Zelda-Fan, aber irgendwie in letzter Zeit hat der Humor, der ein bisschen sarkastisch, dunkler Humor und auch ein bisschen das Umgetrollen in den Games ist so ein bisschen, ich will nicht sagen Standard geworden, aber es hat ein bisschen zugenommen in letzter Zeit und es ist einfach so zeitgemäß und amüsant und es sorgt einfach immer mal wieder mehr für einen Schmunzler während dem Game und es ist nicht so super serious und ernst immer und das finde ich eben so fantastisch, die Entwicklung bei den Games und ich hoffe wirklich, dass das ein bisschen anhaltet. Das ist so. Also das hoffe ich auch sehr. Ich muss so ganz ehrlich sagen, ich habe den Trailer, ohne dass ich jetzt hier ich erzähle, zweimal ganz durchgeschaut und einfach ich bin nur fasziniert gewesen, weil ich weiss, wie sich der erste Teil hat angefühlt zum Spielen. Der hat sich wirklich mega, mega, mega cool angefühlt zum Spielen. Und wenn der zweite Teil gar nicht viel anders macht, ist das auch gar nicht schlimm. Also das heisst, die Struktur wird ähnlich sein wie im ersten Teil. Das heisst, man hat nicht eine Open World, sondern man hat eigentlich sogenannte Schlauchwelten, wie man denen sagt, wo man eigentlich immer so ein bisschen durchgelenkt wird, wo man her kann gehen und wo man nicht her kann gehen. Aber durch dass es halt so viele von diesen verschiedenen Schlauchwelten gibt und Möglichkeiten gibt, sich in der Welt zu bewegen, merkt man gar nicht wirklich, dass es halt nicht Open World ist in dem Sinn. Und es fehlt dem auch nicht. Also, ja, ich wollte sagen, nicht als Problem. Wenn es einem ja nicht fehlt, dann braucht es ja auch nicht unbedingt. Ich finde, teilweise hat es so überhand genommen mit diesen Open-World-Games, dass ich mich aber wirklich gefragt habe, machen sie es wirklich nur, also machen sie es, weil das Game das braucht, wo das einen Mehrwert bietet, oder machen sie es, weil es einfach so mittlerweile Standard geworden ist? Wo ich glaube, God of War ist der grösste Beweis, dass es das nicht braucht heutzutage, Games mit Open World. Schön gesagt, Steffi, das stimmt. Also kann ich hundertprozentig vertreten, dass es, also nicht, dass es nicht braucht, aber dass es nicht immer braucht. So, es braucht es nicht immer. Und das Problem ist halt, sobald du ein grosses Game hast, und ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass God of War zu dieser Kategorie gehört. Das ist ein grosses Game. Und sobald du halt grosse Games hast, sind halt Open World schwierig zum Füllen, sage ich jetzt einmal. Und wie bewegst du dich vor? Du kannst ja von A nach B, musst ja irgendwie ein funktionierendes Transportsystem haben.
machst einfach einen Port, eine Schnellreise oder musst alles mit dem Rost zurücklegen oder wie machst du das? Oder? Und hat es genug Details oder ist es dann zu viel? Wirst du die ganze Zeit abgelenkt von der Hauptquest? Wie viel Fülle willst du es mit Nebenquests und mit Sammelgegenständen und so weiter, oder? Genau, ja. Und das ist halt das ist super schwierig, dort eine gute Balance zu finden. Und ich bin wirklich der Meinung, wenn es das Game nicht braucht, wegen der Story, dann don't do it. Also, ja. Genau, und eben, ich kann dort nur anknüpfen, was Steffi sagt. Die Entwickler haben so hier nicht für nötig gehalten und das ist auch richtig so, weil wenn man sieht, wie der Vorgänger war und wie gut das funktioniert hat, hat ich persönlich als Entwickler auch gesagt, hey, schau, wir finden das Rad nicht neu, wir machen einfach eine Fortsetzung, die sich aber gewaschen hat, indem wir einfach nochmal mehr einen drauflegen mit den Details, nochmal einen mehr drauflegen mit der Story. Also dort sind halt nachher die Orte, wo du dich verbessern kannst. Du setzt dann nicht, ja, wir müssen jetzt alles komplett anders gestalten. Wobei ich hier auch muss sagen, dass ich habe natürlich jetzt nur Reviews gesehen von den ersten 2 Gebieten, das habe ich vorher auch schon gesagt. Und die Leute, die die Reviews gemacht haben, haben alle gesagt, sie dürfen noch nicht mehr verraten, aber scheinbar wechselt das Game dann auch noch gerade in eine ganz andere Szenerie irgendwann. Also es wird schon noch einmal anders als der erste Teil. Man hat scheinbar noch, aber das haben sie alle so ein bisschen Geheimnis gehüllt. Also ich weiß nicht, was passiert, aber es klingt sehr interessant. Okay, spannend. Was wichtig auch noch zu wissen ist die deutsche Synchro ist richtig gut. Man muss es nicht auf Englisch spielen, weil die deutsche Synchro ist richtig, richtig gut. Mit dem Tobias Recklinghaus als Kratos einfach genial. Also ich habe auch das erste auf Deutsch gespielt und ich bin sonst eine Person, die sehr gerne das Zeug auf Englisch, also die Serien, Games und so, Voll. alles Englisch. Aber es ist eine sehr gute Synchro. Also man kann sich die deutsche Synchro sehr, sehr gut antun. Zu der Story noch kurz, also der Sohn von Kratos ist jetzt erwachsener geworden und wird von ihm auch erwachsener behandelt in dem Sinn. Es gibt Kämpfe und Atmosphäre, wo man bekommt, ist natürlich wieder die nordische Mythologie, Kämpfe gegen Götter, gegen die ganzen Wesen aus dieser Mythologie und das ist auch gleich geblieben. Man hat die Chaosklingen von Anfang an, das heisst, die 2 riesen schwingenden Klingen, die man im ersten Teil ja ein bisschen später findet, hat man von Anfang an. Und sonst gibt es natürlich viel Neuerungen, aber es gibt auch sehr viel, wo halt geblieben ist wie beim Alten. Und es fühlt sich vertraut an und das ist mega schön. Was noch wichtig ist, das habe ich 2-3 Mal gehört, man sollte den Vorgänger durchgespielt haben. Also man sollte den Vorgänger durchgespielt haben und ich muss hier sagen, liebe Zuschauer, Zuhörer und was auch immer, ich habe es auch nicht durchgespielt, das Eis. Und ich kann euch sagen, wo ich gescheitert bin. Bei den Walküren. Ich glaube, so wie sehr viele andere, wenn ich es im Chat richtig rauslese. Also die Walküren haben mir komplett den Nerv geraubt. Ich habe nicht mehr mögen. Ich habe so PS abgeschaut, die haben mich aufgeregt. Nein. Und das ist halt der Grund, warum ich so Games wie Elden Ring nicht durchgespielt habe. Ich habe da keine Nerven. Das geht echt nicht. Ich habe keine Nerven, ich habe keine Zeit. Aber jetzt muss ich. Weil ich den 2. Teil spielen. Ich habe so Bock, Steffi. Ich sehe den Trailer und ich habe so Bock. Kannst du dir nicht vorstellen? Doch, ich kann mir sehr gut vorstellen, wie das geht. Ich denke mal, es geht. Also es ist bei Zelda Breath of the Wild und dem Nachfolger, der ja jetzt im Mai, glaube ich, rauskommt. Tears of the Kingdom heisst es, glaube ich. Das ist genauso. Ich glaube, auch der musst du den ersten Teil gespielt haben, damit du rauskommst. Ja. Ich finde es aber ein bisschen. Ich finde es aber schön, wenn ein 2. Teil funktioniert, auch ohne ersten Teil. Wo man vielleicht nicht Lust hat, in ein neues Franchise einzusteigen und zuerst mal ein 120-Stunden-Game nachspielen muss. Aber es ist natürlich geil für die den ersten Teil wirklich gespielt haben und dann im 2. Teil irgendwie eben Easter Eggs aus dem ersten Teil wiederfinden oder Story-Anknüpfungen. Das ist dann so eine extra Belohnung. Und du stehst dann, oder du hockst dann dort am PC oder auf dem Sofa und denkst einfach, oh mein Gott, das ist vom ersten Teil, oh, so gut. Und das habe ich mega gern. Das hat's, ja, ich weiss, ich komme immer mit Zelda, aber von denen habe ich auch die meisten Teile gespielt. Dort hast du auch immer wieder so die
die Situationen, wo dir etwas bekannt vorkommt von einem anderen Titel. Und das ist so ein magisches Gefühl, wenn du einfach so genau weißt, hey, das ist von den und den, und du weißt genau, in welchem Game und wo und wenn und in welchen Umständen das passiert ist und du fährst plötzlich so einfach Zusammenhänge verknüpfen und so. Das ist echt cool. Aber wenn du gezwungen wirst, sozusagen, um so ein grosses Game zu spielen, damit du beim zweiten Teil überhaupt rauskommst, nicht so cool. Ja. Vor allem, ich meine, sind wir sehe ich ehrlich, so. wie viele Stunden hast du jetzt so schon investiert in God of War 1 und bist noch nicht am Ende? Ganz ehrlich, nicht so viel, leider. Also, ich glaube, jeder im Chat und auch jetzt, der hier zulässt, hat auch mehr Stunden investiert als ich. Ich weiß nicht, wie viel man jetzt braucht, um es komplett durchzuspielen. Ich bin schon bis es recht ans Ende gekommen, hat mich gedünkt, aber ich hätte noch viel mehr können machen. Also, ich habe so sehr viele optionale Quests habe ich rausgelassen. Habe ich nicht Kannst du gemacht. das? Oh mein Gott, ich könnte es nicht. Ich bin eben auch so ein Quest-Completionist. Ich muss alle Nebenquests haben. Und wenn möglich, Okay. ein bisschen Achievement jagen und so, das fängt eben schon. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich eigentlich auch. Aber dass ich so wenig Zeit habe, alle Spiele zu spielen, die ich eigentlich möchte spielen, habe ich Optimierungsmöglichkeiten suchen. Und Okay, die fair. Optimierungsmöglichkeiten sind, Nebenquests die auslassen. Nebenquests nicht machen. Ja. Fair, Ja, ja, das ist fair. ja. Ja gut, ja, schauen wir mal, wie es ist. Es kommt ja jetzt ein bisschen raus, gell? Am Freitag, habe ich gehört. Ja, das kommt Freitag, ja, am 9. kommt es raus, ja, genau. Ich will noch schnell einmal schauen. Mal. Da hat sicher der eine oder andere freigenommen für den Tag. Wir würden es ja gerne streamen, aber wir haben leider keine PS5. Ist ein bisschen sad. Also wir haben wirklich keine mehr, auch keine mehr wir sind leer gekauft worden wieder. Ja, und sind wir auch ehrlich, wir wollen unseren Käufern natürlich auch, also unseren, ja, den Vorlauf lassen. Wir wollen nicht ihnen oder euch eine PS5 klauen, wenn sie schon so selten sind und so selten verfügbar. Dann wollen wir nicht euch eine wegklauen. Darum haben wir uns nie eine suchen da. Das ist sehr schade, wir hätten das echt gerne für euch angespielt, aber wir geben euch da echt den Vorrang. Steffi, ganz ehrlich, ich muss auch noch schnell eine Korrektur hier reinfetzen. Also natürlich ist es so, dass das Game am Mittwoch rauskommt, nicht am Freitag. Ich habe einfach das Gefühl, heute ist Mittwoch. Frag mich nicht warum. Ja, es ist natürlich heute Montag und das Game kommt am Mittwoch raus. Das ist genau so. Also noch schnell hier Korrektur. Okay. Für alle, die zuhören, am Mittwoch könnt ihr schon gamen. Okay. Und für die den Podcast hören, der erst am Dienstag rauskommt, morgen kommt das Game. Morgen, Genau. Aber hey, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Und zwar Yes. für alle die aus irgendeinem Grund kein PC mehr daheim haben, zum Beispiel, wo irgendwie ein Reparaturservice ist oder weil sie keine Ahnung, auf dem Sofa chillen und nicht gleichzeitig auf dem Sofa, also wenn sie auf dem Sofa chillen und Netflix schauen zum Beispiel und nicht gleichzeitig am PC können zocken, für die gibt es eine Möglichkeit. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gehört habt, aber Netflix hat ja tatsächlich eigene Mobile Games. Und zwar nicht gerade wenig. Bisher sind es total 35 verschiedene Games. Zum Beispiel Before Your Eyes, Spiritfarer, Netflix Edition. Ich weiß nicht, was das für eine Netflix Edition war, aber das Original habe ich gespielt und es ist mega ein gutes Spiel. Exploding Kittens, was ja eigentlich eher das Kartenspiel ist. Es hat ein SpongeBob-Game, es hat Stranger Things Games und so weiter. Also total 35 Games und es sind weitere 55 Games in Entwicklung. Also es wird ordentlich zunehmen in den nächsten paar Monaten. Und zwar ist es so, dass Netflix in letzter Zeit schon ein bisschen, ja, es hat vor ein bisschen längerer Zeit angefangen, dass sie ein bisschen in Gaming investiert haben. Sie haben mal das eine Game rausgebracht, ein paar Monate später mal das zweite Game rausgebracht. Und es ist nie wahnsinnig, es hat nie wahnsinnig grosse Wellen geschlagen. Aber das ist genau auch ihre Strategie. Sie haben mittlerweile 6 Entwicklerstudios aufgekauft, aber das sind alles ganz kleine Studios, die eigentlich niemand kennt. Und aufgrund von dem wollen sie einfach jetzt wie mehr Games bringen. Sie wollen langsam starten, sie wollen nichts überstürzen, sie wollen das alles mit Bedacht machen. Und nicht einfach super viel investieren und dann einfach so im Sinn von «Hey, hier sind wir, schaut, bam, wir sind jetzt auch ein Gaming-Publisher»,
sondern sie wollen sich da wirklich ein bisschen Zeit lassen. Das ist ihnen sehr, sehr wichtig. Und anscheinend soll es auch gleich mal noch ein Gaming-Angebot, ein Cloud-Gaming-Angebot geben. Also, ja, wo du vielleicht auch eben PC übergreifend kannst spielen. Und ja, im Moment wird das Angebot noch nicht wahnsinnig gross genutzt. Also etwa 1% von ihren Netflix-Abonnenten spielt auch ihre Games. Aber eben, es hat sicher auch ein bisschen mit der Auswahl zu tun, denke ich mal. Und auch, dass es bisher jetzt nie wirklich gross beworben worden ist. Also du musst ja wirklich am Nadel die App aufmachen und unten im Reiter, der zweite von links, der kommst du dann auf die Games. Aber andersweitig weiss man das nicht. Also wenn du zum Beispiel, also ich gehe mal davon aus, die meisten machen es so wie ich, dass sie am Fernsehen schauen oder nebendran irgendwie am PC irgendetwas am Schauen sind. Und dort ist es natürlich schon so, dass man dort das nicht einfach gerade so bam sieht. Oder? Also es ist eher ein unbekanntes Feature, sage ich jetzt einmal. Aber das gibt's. Und ich muss auch zugeben, ich habe auch schon länger davon gewusst, aber es nie in Anspruch genommen und vor allem auch wieder vergessen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das Ziel ist natürlich, dass ihre Abonnenten, und das ist natürlich das Coole, die Games sind alle kostenlos und auch ohne Werbung, wenn du Abonnent bist. Oder? Also du musst ein aktives Netflix-Abo haben, damit du die Games kannst spielen kannst. Und dann hast du aber eben wirklich keine zusätzlichen Gebühren, keine Werbung drin, keine Spammerei, nichts. Das ist sehr angenehm, meiner Meinung nach. Aber, dass ich jetzt das schnell darf, gleich noch schnell nachfragen. Ich habe jetzt ein Game gesehen, wo ich persönlich hätte gesagt, okay, für das ist auch das Game gewesen, das jetzt mir geblieben ist, auch in der Zusammenstellung von ihren Games, die sie jetzt drauf haben, und zwar Spiritfarer. Genau, aber das habe ich auch gespielt, ja. Genau, das ist cool, aber Mega. der Rest, für das würde ich nicht mal vielleicht mir überlegen, Netflix zu brauchen zum Gamen. Also, Ja, schau, es geht darum, ein bisschen um das. Du kennst ja sicher das Phänomen, dass wenn du eine Serie schaust oder einen Film, dass du gleich immer wieder etwas auf dem Handy machst. Und die Idee ist natürlich einerseits, dass du statt du auf Instagram oder Reddit oder sonst irgendwo rumsurfst, dass du vielleicht nebenbei halt das Game spielst. Das Dual-Screen-Phänomen. Das ist omnipräsent. Oder? Zusätzlich ist aber auch ihre Strategie, dass eben, wenn du irgendwie gerade nicht eine Serie hast oder irgendwie etwas, was dich interessiert auf Netflix, statt dass du das Abo kündigst, denkst du dir so, ja, es hat noch die Games, die ich spielen kann. Oder? Also, dass du halt, ja, das ist ihre Strategie. Es scheint aber im Fall auch zu funktionieren, tatsächlich. Also, sie haben ein paar Auswertungen bisher schon gemacht und es hat durchaus funktioniert bisher. Und sie sehen halt auch Gaming als langfristige Investition. Das ist halt das. Das ist im Moment eben 1% der Abonnenten nutzt das Feature mehr nicht, oder? Aber es ist etwas Langfristiges. Sie vertrauen darauf, dass Gaming Zukunft ist, beziehungsweise ja, jetzt schon da ist und irgendwie wichtiger wird in der Zukunft. Und darum wollen sie jetzt da langsam mit einmischen. Aber ich meine, sie sind nach wie vor halt einfach ein Film- und Serien-Streaming-Dienst und kein Gaming-Streaming-Dienst. Aber sie wollen langsam dort einsteigen. Ja, okay. Der Ansatz sehe ich. Also ich meine, würden sie jetzt irgendeinen Banger wie, keine Ahnung, Clash of Clans oder wie heisst es da, Candy Crush auf Netflix tun, dann hat es fix Leute, die das würden geben. Das sehe ich auch. Also, und dort haben sie wahrscheinlich das Problem. Also das kannst du nicht. Also alle Games, die sie drauf haben, die haben sie selber entwickelt. Natürlich, wegen der Lizenzen. Ja, genau. Klar, das ist mir klar. Ich sage jetzt nur, wenn sie irgendetwas in dem Sinn würden entwickeln, weißt du, so ein Game, wo du halt nachher wirklich hooked bist, also fixiert bist, dann kann ich mir vorstellen, dass du Netflix einfach startest, um einerseits in diesem Game weiterspielen und nachher noch zum Serie schauen. Also du verdoppelst quasi deine Netflix-Zeit. Von dem her macht es für mich schon Sinn. Also es macht schon Sinn. Es ist nicht so, dass es keinen Sinn macht. Ich finde jetzt echt das Angebot von den Games noch gerade ein bisschen so, vielleicht bin ich auch einfach es hat ja erst 35. misstrauisch. Ja, aber Nico, du musst sehen, es hat ja erst 35 Games, total. Und sie müssen natürlich gleich von den Genres schauen, dass es für jedes Genre, für jeden Geschmack ein Game hat. Oder? Also da hat es natürlich für deinen Geschmack nicht mehr viel Auswahl. Aber wenn du alle Gamer zusammennimmst, dann hat es halt gleich einiges. Und ich meine, es hat auch ein Mahjong drauf, zum Beispiel.
Oder? Und eben, es hat ein Spiritfarer, es hat sogar ein Spongebob-Game, es hat Rennenspiele, es hat Adventure-Spiele, es hat Action-Games. Ja, I mean, why not? Weißt du, Spongebob ist sehr beliebt und Spongebob-Games sind einfach mega cool. Also lach nicht drüber. Ich hätte gerne Hamburger und. Nein, es gibt wirklich sehr viele unterschiedliche Genres mittlerweile schon als Minigames. Und ich bin gespannt, was es herführt. Und ich finde es schön, wirklich, ich finde es sehr schön, dass Netflix kommt und sagt, hey, wir finden, Gaming ist eine super wichtige Industrie und darum wollen wir dort langsam Fuß drin fassen. Ist ja eigentlich auch eine Bestätigung für uns, sage ich jetzt mal. Ja, es ist eine Bestätigung für uns auf jeden Fall. Also wenn man es so anschaut, so trägt, wie Steffi das immer macht, sie tut immer die Sachen in die schöne Licht drücken und das ist nicht immer, das stimmt nicht. Sehr gut. Außer mir stellt sie immer unter Chef auf. Aber es stimmt. Das heisst, für die Gaming-Industrie und für das Gaming selber ist es natürlich ein Zeichen, okay, wenn jemand wie Netflix mitmacht, dann ist das fix auch ein Wegweiser in die Richtung Zukunft von Gaming und das ist sehr schön. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, Steffi, Netflix-Games, hast du noch etwas dazu zu fügen? Ich persönlich finde jetzt... Ich bin fertig. Ich persönlich finde, man hat jetzt ein ultra grosses Angebot zu einer weniger grossen Nachfrage, habe ich das Gefühl. Weil sehr viele Leute haben sich auf die Games eingeschossen, die sie spielen und ja, aber eben, wie ich ja vorher schon gesagt habe, für sie ist es eine langfristige Investition und nicht etwas, wo sie, wir wollen jetzt Hunderte von Tausenden von Spielern, sondern sie wollen langsam sich daran antasten. Und das machen sie richtig. Das machen sie richtig gut. Ja. Also die Steffi heute übrigens gesponsert von Netflix, ihr merkt es. Nein, definitiv leider nicht. Nein, aber was ich vielleicht noch sagen will, ist halt, dass man wirklich sieht, der Mobile Game Markt, der wird irgendwie wichtiger, auch in unseren Breitengraden. Und ja, hey, falls ihr ein neues Mobile braucht, ein Handy, das zu wenig Leistung hat oder zu wenig Speicherplatz, ihr wisst, was Handys und so gibt. Braucht man es ja. Genau. Prüft die Retour. Oh, super. Genau, ja. Absolut. Aber ja, du hast noch ein Game, das jetzt irgendwie nach 4 Jahren wieder irgendwie im Trenden ist. Erzähl mir. Ja, speziell. Also heute Morgen hat mir Steffi, wir tun ja immer am Morgen tun wir immer vorbereitet, unseren Podcast. Wir nehmen uns da auch viel Zeit und möchten das ja auch gut machen für euch. Hat mit Steffi angehauen und hat gesagt, hey, du kennst du das Game, das ist mega am Trenden. Und er sage ich so, ja, welches Game meinst du? Und er sagt sie, ja, es heisst Vermintide 2. Und ich so, ja klar, du nicht so aus, wüsste ich nicht, was das 2 ist. So, hey, was ist das? Ich kenne das nicht. Hast du schon mal von dem gehört? Hure komisch. Das habe ich gar nicht gemacht, verrückt. Aber auf jeden Fall Vermintide 2 spiele ich auch schon sehr, sehr lang. Leider nicht sehr oft, aber wir haben wirklich, dann, als es rausgekommen haben wir es uns eigentlich auch gerade gekauft. Weil ich bin ja persönlich jemand, der sehr gerne Games mit Leuten zusammenspielt. In den sozialen Aspekt die Games mega gerne. Und Vermintide 2 ist eben so ein Game, wo man mit bis zu 3 anderen Spielern spielen kann. Und wenn euch Left 4 Dead etwas sagt, also der Zombie-Shooter von früher, den man so gerne gespielt hat, es ist ähnlich. Stellt euch Left 4 Dead vor, anstatt mit Knarren hat man halt fast mehr Schwerter und Hämmer und so. Und man metzelt sich durch Gegnerhorden. Das heisst, man ist zu viert und kämpft gegen Wellen von Gegnern an, die einem übersäckeln. Meistens sind das Rattenmenschen, also Vermintide heisst ja, Vermin kommt ja von dem Ungeziefer. Vermin sind ja Ratten, so die Seuchenträger. Und meistens wird man von so Rattenmenschen heimgesucht. Zudem hat man die Möglichkeit, zusammen quasi auch stärkere Kombos zu fahren. Man kann natürlich sich abstimmen. Man hat verschiedene Charaktere, die man wählen kann. Zum Beispiel eins ist ein Feuerhex, eins ist ein Assassine, so eine Elf-Assassine, eins ist ein Mensch mit einem grossen Hammer, eins ist ein Zwerg mit einem kleinen Hammer. Und die ganze Idee davon ist eigentlich sehr, sehr cool. Es ist nicht neu,
wo so Metzler hat es eben, wie gesagt, im Zombie-Modus schon so viel gegeben. Aber im Endeffekt macht es mega, mega Spass, wenn man ist zu dritt, zu viert in diesen Katakomben unten oder in den Schlössern oder auf den Straßen und die Settings sind sehr dunkel. Also das Ganze spielt eigentlich im Warhammer 40k-Universum auch ein bisschen. Also da hat ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, man ist so in einem Warhammer 40k-Universum-Game inne, weil für mich jetzt ein bisschen der Charakter. Aber es ist natürlich vertrieben wird von diesen ganzen. Ich muss jetzt schnell überlegen, ob ich jetzt ein Seich erzähle. Ich glaube, es ist von Blizzard released worden, aber ich muss nur schnell einmal nachschauen. Es könnte sein, dass ich da falsch bin. Auf jeden Fall, was ich dazu sagen kann, ist, es macht Spaß. Also man hat Fun von vorne bis hinten, wo man es spielt, hat man eigentlich geile Runs. Man macht sehr, sehr coole Missionen, man tut sich gegenseitig helfen, man muss sich gegenseitig helfen, weil es gibt zum Beispiel Gegner, die einem aus dem Hinterhalt angreifen. Es gibt so eine genannte Henkerratte, haben wir die alle genannt, die läuft so mit so einem, wirklich so einem Stock und vor dran ist einfach so eine Schlinge. Und wenn jemand zum Beispiel unbeaufsichtigt ist, das heisst, 3 sind vor am Kämpfen, einer ist hinten am Kämpfen, wird die Henkerratte aktiv und probiert denjenigen Spieler aufzuhängen. Also das heisst, er wird dann gepackt von hinten und nachher wird er aufgestellt, bis er quasi erhängt ist. Und wenn man ihn nicht geht befreien, vorher stirbt der Spieler. Also das ist wirklich krass, oder? Muss man sich so vorstellen. Es gibt auch eine Assassinenratte, die greift einem auch an, wenn man allein ist. Also da muss man immer ein bisschen zusammen unterwegs sein, weil sonst wird man von diesen Gegnern einfach auseinandergenommen. Oder? Nachher gibt es grosse Bosse, Endbosse, dann gibt es ganz viel Loot. Überall auf den Maps gibt es so verteilte sogenannte Tomes. Das sind so Bücher. Wenn man die alle 3 findet, dann bekommt man einen Bonus. Und es ist echt ein cooles Game, ein Fakt. Aber, und das ist das grosse Aber, das ich jetzt muss sagen, es ist ein kurzweiliger Spass. Man spielt es, sage ich, 3, 4, 5 Mal, tut die Levels durchrushen und nachher tut man das Game eigentlich auf die Seite. Also ich kenne nicht viele Leute, die es noch länger gespielt haben. Weil wir haben das auch nie länger gespielt. Wir haben es einfach 3, 4 Mal ein paar Runs gemacht, haben es cool gefunden. Aber mit der Zeit geht einem die ganze Wellengeschichte und dass es immer sich wiederholt und dass es eben gleich ein Gemetzel ist, aber gleich irgendwie auch das Boredom kommt schon und es ist irgendwie auch nicht mehr so geil. Also ich persönlich habe meine Erfahrung gemacht, sorry Steffi, noch schnell, mit Vermintide, dass es Fakt für einen Moment, dass es Spass macht zusammen, aber dass es nicht lang anhaltend gut ist, oder? Und ich will noch schnell zum Abschluss etwas sagen, und zwar ist es natürlich nicht von Blizzard, was es vertritt, sondern das ist, der Entwickler ist als Fat Shark und rausgegeben wird es, das steht hier auch nicht, aber ist ja gleich. Ihr wisst, was ich meine. Noch schnell korrigieren vorher. Sorry, Steffi. Du redest die ganze Zeit von Runs, aber du hast nicht einmal gesagt, wie lange so ein Run geht. Das wäre vielleicht noch interessant zu wissen. Das kommt darauf an. Weil du kannst natürlich auch die Schwierigkeit einstellen. Du kannst die Schwierigkeit einstellen auf einfach, nachher auf Mittel und dann Chaos, also so richtig hart halt. Und die Runs gehen je nachdem, wie schwierig du sie eingestellt hast, von einer halben Stunde bis Stunde, würde ich sagen. Wir hatten jetzt aber eine halbe Stunde, 40 Minuten. Kann aber auch eine Stunde, 1,5 gehen, wenn du das wieder probieren musst, wenn du zu viel stirbst, oder? Wenn jemand von deinen Mitstreitern stirbt, musst du ihn dann irgendwo auf der Map befreien. Der ist dann irgendwo eingesperrt. Und das ist schon lustig. Also es macht schon Spaß. Aber du kannst dir vorstellen, Steffi, du bist dann einfach 4 Leute oder 3 Leute oder 2 Leute, egal mit wie vielen du das spielst, die komplett im Stress sind die ganze Zeit. Also komplett im Stress. Wirklich immer am Dreihacken und am Abhacken. Ist halt das Hack'n'Slay. Ja, aber die ganze, also du bist wirklich am Schwitzen. Also ich kann dir auch sagen, ja, das sind halt die Wellen-Games. Ja, die Wellen-Hack'n'Slay. Das ist... Ja, genau. Das ist echt ein beliebtes Prinzip, sage ich jetzt einmal, für Game-Entwickler, Genau. was glaube nicht so wahnsinnig schwierig ist. Aber Genau. ja, viel Story hat es da halt auch nicht in so Games. Genau. Schade. Und schon sind Warhammer, also vor allem jetzt, wenn ich jetzt an Total War denke, sind ja fantastisch gut. Oder 40k Games, ja, geil. Genau.
Genau. Aber ja, das jetzt hier auch gerade verwechselt. Natürlich ist das Warhammer 40k inspiriert, so wie ich gesagt habe am Anfang, ist genau Es ist ein so. Also Warhammer-Game. mit Ja, Blizzard Steel. auf jeden Ja, Fall. genau. Ja, genau. und also das Game ist jetzt 4 Jahre alt und es trendet jetzt gerade wieder auf Steam und hat im Moment irgendwie 51'000 Spieler gleichzeitig. Das ist schon krass. Das ist schon krass. Aber das, also, das kann sein, dass das ein berühmter Streamer oder YouTuber zum Beispiel spielt wieder mit seinen Kollegen. Fair Und enough, nachher ja. sieht das so viel und finden, wow, der Hanno spielt Vermintide 2, let's go. Also weißt du, was ich meine? Hm. Ja, jetzt nur der Hanno als Beispiel genommen, aber ja. Ja, da nimmst du immer den Hanno als Beispiel. Das ist voll okay. Kleiner Hanno-Fanboy. Wir wissen es. Ja. Ja, gut. Genau. Ja. Kommen wir zum Dann sind wir Crit. eigentlich schon im Crit, genau. Crit, unsere kritischen Themen. Heute mit der Steffi und mir. Genau. Und das erste Crit-Thema, das ich habe, es ist nicht eigentlich ein Crit-Thema. Wir haben es Crit genommen, wo wir uns so ein bisschen an den Kopf gelenkt haben. Also, what the fuck? Es war wirklich so ein What the fuck-Moment, wo wir das gelesen haben. Leute, ich meine, ihr kennt sicher die ganzen Diskussionen mit den Microtransactions. Die sind so nervig. Überall, jedes Game, Microtransactions. Hier kannst du was kaufen, da kannst du etwas kaufen. Dort gibst du noch und nöcher Stutz aus für Microtransactions. Und es wird dir ja oftmals wirklich so richtig aufgehalsen. Also so richtig penetrant so ins Gesicht hineindrückt. So, hier, kauf. Und jetzt ist es ein Game. Und ihr werdet eigentlich niemals raten, welches Game es ist. Disney Dreamlight Valley. Also eigentlich eher ein kleines Kindergame, aber sehr ein schönes Kindergame, by the way. Also es ist durchaus wert, mal reinzuschauen. Es ist auf dem Xbox Game Pass, also ihr müsst es theoretisch nicht einmal kaufen, wenn ihr den Xbox Game Pass habt, könnt ihr auch so reinspielen. Und ich habe es ja zweimal gestreamt auf brack.ch. Und es ist wirklich sehr nostalgisch und sehr schön. Und ich habe sehr Freude gehabt, um das zu spielen. Und jetzt ist es tatsächlich so, dass dort gibt es eine Ingame-Währung, die nennt sich Mondstein. Und die kann man nicht kaufen, die muss man sich erst spielen. Und jetzt gibt es tatsächlich auf Reddit einige User, die sich wünschen, dass man diese Mondsteine kaufen kann. Also sie wünschen sich Microtransactions, sie wollen das. Und für uns ist es so, hä, was? Wer wünscht sich bitte Microtransactions? What the hell? Und ja, der Grund dafür ist, dass es sogenannte Premium, also ja, so Premium Loot, sage ich jetzt mal, gibt. Du kannst gewisse Sachen freischalten mit diesen Mondsteinen. Und sie wollen sich einfach alles freischalten. Und das können sie nicht, weil sie zu wenig von diesen Mondsteinen haben. Und sie können sich die auch nicht mehr noch mehr erspielen. Und darum wünschen sie sich eigentlich, dass man die sich kaufen kann. Dazu muss man aber auch sagen, das Game ist noch im Early Access, also es ist noch nicht wirklich gelauncht worden. Und auf der offiziellen Webseite von diesem Game steht aber auch, Mondsteine sind eben eine Spielwährung in Disney Dreamlight Valley, die kostenlos im Spiel gesammelt werden können, aber auch mit Geld gekauft. Also ja, gehen wir mal davon aus, sobald es einen Official Launch hat, das Game, kann man Microtransactions machen. Also ab dann kann man Sachen, Ingame-Sachen kaufen. Mit Echtgeld. Also es ist nur noch eine Frage der Zeit. Und ich muss zugeben, ich habe grundsätzlich nicht etwas gegen Microtransactions. Ich finde es einfach dann kritisch, wenn es zum Beispiel Dings ist, Pay to Win oder Pay to Progress, finde ich auch ganz, ganz schwierig. Vor allem, wenn du so psychologisch manipuliert wirst und austrickt wirst, dass du das so gar nicht richtig schnallst, dass du da jetzt eigentlich Geld für das ausgibst. Und gerade Kids und Jugendliche, also Teenagers, die ja da öfters mal noch, also werden da öfters mal noch reingelegt, sage ich jetzt einmal, wo sie einfach psychisch noch nicht so ja, mit den Konsequenzen, sich der Konsequenzen bewusst sind. Das muss man leider wirklich sagen an dieser Stelle. Aber ja, weirde Sache kann man machen, wird noch kommen. Ja, was wollte man dazu sagen? Das Game an sich ist übrigens super krass gut bewertet. Es hat über 5800 Bewertungen, die ich vorher schaue. Und 95% davon sind positiv. Also es ist wirklich ein mega geiles Game. Ja. Jetzt bin ich wirklich gespannt, wie es ist, wenn es der Official Launch hat. Und eben, sobald sie Mikrotransaktionen hat, ob die Bewertungen runtergehen. Was meinst du dazu? Freust du dich drauf? Wirst du es spielen, Steffi?
Ich habe ehrlich gesagt so viele Games auf meiner Liste, die ich noch muss spielen oder will spielen. Ich habe ja mal angefangen und bei angefangenen Games, vor allem wenn ich sie im Stream angefangen habe, ist bei mir immer so die Frage, spiele ich sie jetzt off-Stream für mich weiter oder spiele ich sie irgendwann einmal in einem weiteren Stream weiter? Und dann kannibalisieren sich die Games immer so ein bisschen gegenseitig, dass ich sie dann irgendwie gar nicht mehr spiele und natürlich im Stream dann, ja, muss ich mich wirklich entscheiden. Ich meine, ich habe einmal in der Woche für 2 Stunden ja, Zeit, wo ich ein Game kann streamen kann und dann muss ich mich entscheiden und dann nehme ich einfach das, wo ich mehr Bock drauf habe. Und vielleicht schaue ich wieder rein, wenn es den Official Launch hat. Ja, aber bis dann lasse ich es wahrscheinlich liegen. Ja, ich verstehe dich sehr gut. Also wirklich, verstehe dich sehr, sehr gut. Ja, wir haben ja schon 100-mal darüber diskutiert, der riesige Berg von Games, wo man drauf hockt und Reden wir bitte nicht drüber. Und dann sollte man vor allem auch noch über alle News schalten. Und News machen wir ja, Gaming News, aber Gaming News hat auch der sogenannte Nibelium, der Nibel, gemacht auf Twitter, wer ihn kennt. Der kennt ihn. So einfach. Er ist Gaming News Twitterer gsi, wo lustigerweise immer Spielankündigungen und Trailer vor allen anderen gesehen hat und direkt die Ursprungsquelle geteilt hat. Steffi hat das vorher sehr gut argumentiert, mit, ja, der ist eigentlich sein ganzes Leben auf Twitter rumgechillt und hat es nicht geteilt, wenn er es gesehen hat. Finde ich, macht Sinn. Ja, wahrscheinlich hat er einfach alle abonniert und sich benachrichtigen und ist 24/7 auf Twitter gehängt und kaum hat einer etwas gepostet, hat es retweetet. Also so stelle ich mir das vor. Genau, auch schon. Auf jeden Fall, der Nibelium hat hergeschmissen. Er hat gefunden, hey, ich lade es mit Twitter sein. Einerseits aus dem Grund, weil der Elon Musk Twitter hat übernommen, das ist aber nicht der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist, dass er nicht unterstützt worden ist von seiner Community. Und zwar hat er zu wenig Support bekommen auf Patreon und hat für das, ja, hat er gefunden, für das, was ich mache, bekomme ich zu wenig und ich kann mit dem nicht leben. Also pessimistisch geschätzt hat er vielleicht 1'000 Euro im Monat bekommen. Ja, dort muss man vielleicht noch anhängen, für alle die nicht wissen, was Patreon ist. Patreon ist so eine Abo-Plattform, sage ich jetzt einmal. Durch sehr viele Content-Creator haben das für sich eingerichtet, um zusätzlich noch ein bisschen Geld einzunehmen, wenn sie eben Content createn, also wenn sie Content erstellen. Und dort hat er, also man kann so verschiedene Abos einrichten, so verschiedene Tiers, wie man zum Beispiel auf Twitch auch hat. Er hat ein Abo für $1 gehabt und ein zweites Abo für $3. Das ist natürlich auch nicht wahnsinnig viel, das muss man natürlich an dieser Stelle schon sagen, aber er hat auch nicht wirklich Content erstellt, er hat sie einfach retweetet, er hat einfach Content gesammelt und repostet. Also klar, irgendjemand muss es machen, aber schlussendlich ist es nicht wahnsinnig eine kreative Arbeit gewesen. Genau. Es war nicht eine kreative Arbeit gewesen, und das ist auch der Punkt und der Haken am Ganzen. Er hat selber ein Statement rausgehauen, dass er den Wert von seiner Twitter-Aktivität überschätzt hat und erkennt, dass sich die überwiegende Mehrheit der Menschen dazu entscheidet, dass es nichts ist, was man unterstützen sollte, weil es praktische Gaming-News sind und er einfach findet, okay, die bekommt man halt einfach. Und er hat auch noch gesagt, nicht bin ich beliebt, sondern es ist meine Arbeit, die nützlich ist. Und ja, das ist an sich für die Leute nicht wertvoll, aber eine bequeme Zeitersparnis. Und das hat er jetzt verstanden und darum verabschiedet er sich von Twitter. Ja, Nibel, schade, aber ich glaube, er hat selber erkannt, wenn du Gaming News machst, tust du halt meistens so Quellen einfach kommentieren oder teilen, die halt schon da waren. Und du bist halt vielleicht der Schnellste. Aber die Frage ist dann halt auch, kannst du für das mega viel Unterstützung erwarten? Ich weiss es nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass er wirklich halt hauptsächlich interessant war für Journalisten. Oder halt ja, Leute, die in der Redaktion gearbeitet haben. Durch ihn. Er war natürlich so eine Sammelstelle an Infos gewesen. Aber du hast ja dann gleich die Original Message anschauen. Und oftmals werden ja eben gerade redaktionelle Inhalte, also eben auch News und Gaming News natürlich, dann wertvoll, wenn sie verarbeitet werden.
Also jetzt eben wie wir suchen noch Hintergrundinfos, wir recherchieren noch ein bisschen, wir geben unsere eigene Erfahrung, unsere eigene Meinung auch dazu. Und bei Content Creators ist es halt öfters mal so, dass sie halt eben durch das halt eben gerade Erfolg haben, dass sie ihre Personality noch mit reinbringen. Und er war ja nicht in dem Sinne Personality gewesen, sondern er war eine Sammelstelle von Infos gewesen. Also seine Persönlichkeit, scheissegal gewesen, er hätte eine 85-jährige Oma können sein oder ein 15-jähriger Bub, es spielt keine Rolle. Oder? Also letzten Endes war er keine Persönlichkeit gewesen und er hat das selber auch gemerkt. Und auch gemerkt, so, hey, die einzigen Leute, basically, die meine Arbeit geschätzt haben, sind die mich eigentlich gar nicht wirklich brauchen. Sondern die arbeiten in diesem Bereich. Yeah. Und ja, und er hat es ja auch selber gemerkt, bei Patreon, eben, er hat irgendwie 1000 maximal, irgendwie 900 Patreons gehabt, also Abonnenten auf Patreon. Und ich meine, wie du gesagt hast, pessimistisch gesehen, das ist 1000 Euro, also Dollar, die er eingenommen hat. Im idealsten Fall 3000, was natürlich viel ist. Aber er hat selber ja auch gemerkt, das ist nach einer ersten Welle ist es rückläufig geworden, schon wieder. Also im Idealfall nimmt es ja kontinuierlich zu, aber bei ihm ist es rückläufig geworden, schon nach einer kurzen Zeit haben sie wieder deabonniert, wo sie sich wahrscheinlich nicht, wo sie nicht eingesehen haben, warum sie jemandem so Geld geben, der nicht mal selber etwas macht, sondern nur repostet. Ja. Fix. Aber wie gesagt, ich kann es nachvollziehen. Also für mich ist es eigentlich eine klare Sache. Und somit bin ich eigentlich auch am Ende von meinem Crit-Thema. Nibel, es ist schade, aber viel Glück draussen in dieser Welt. Du wirst vielleicht eine andere Beschäftigung finden, die dir mehr Geld gibt. Weißt du, vielleicht wäre es mega interessant gewesen, wenn sein Wissen rund um Gaming wird wahrscheinlich riesig sein. Aber interessant wäre es wahrscheinlich, wenn er die News, die er gesammelt hat, in Content hätte, also wenn er daraus Content hätte erstellt, wenn er daraus Content hat generiert. Das heisst, sagen wir mal, er hat irgendwie einmal in der Woche oder zweimal in der Woche so ein Midweek und ein Endweek Video, also Gaming News Video oder so rausgehauen, wo jedes irgendwie 5 bis 10 Minuten lang ist. Da hat es Content gehabt, da wäre etwas erstellt worden, weißt, da hat es Mehrwert gehabt. Aber so hat halt einfach auch der Mehrwert gefehlt. Das muss man halt wirklich sagen. Aber ich glaube, er hat wirklich durchaus Chancen gehabt und meiner Meinung nach echt können viel mehr Leute erreichen und auch viel mehr Abonnenten bekommen, wenn er selber sich gesagt hat, hey, ich mache etwas mit diesen News und du sie nicht einfach wiedergeben, 1:1, so wie sie sind. Heutzutage funktioniert das halt einfach nicht. Du musst etwas daraus machen. Ich meine, ja, das Rad neu erfinden kannst du nicht mehr. Es gibt alles auf die eine oder andere Art und Weise ja schon. Aber bis wenigstens ein bisschen kreativ. Lass dir etwas einfallen. Genau, bis wie wir kreativ. Genau. Okay. Sei wie Steffi und Nico. Und somit, der Nico macht Content. Der Nico ist cool. Bis wieder Nico. Der Nico macht so viel Content. Der Nico macht viel zu viel Content. Wirklich. Der Nico hat auch das Wochenende wieder Musik-Content gemacht am Morgen um 3. Das war schon wieder super. Also, kommen wir zum Loot. Genau, Loot. Ich fahre gerade weiter und zwar, ich kann nicht viel mehr sagen, der Sean hat es eigentlich letzte Woche auch schon angedeutet, ich bin genau gleich wie der Sean, ein kleines Marketing-Opfer und haben wir COD Modern Warfare 2 gekauft. Ja, so ist es. Es ist so, aber ich finde es geil und ich game es gern. Ja, da hate es und nein, hate es nicht und nein, ich finde es nicht scheiße. Nur ein bisschen. Nein. Nur natürlich gibt es. Hey, sorry, aber das ist wie, keine Ahnung, das ist wie wenn du sagst, du gehst Fußball spielen, aber du möchtest nicht gefoult werden. Das ist einfach, das gehört dazu. Es ist so, COD regt dich halt manchmal auf. Also Cheaten gehört zum Gamen dazu? Also zu Modern Warfare jetzt in diesem Beispiel? Wow, das ist basically das, was du jetzt gesagt hast. Also es gibt immer Leute mit einem Wallhack. Ja klar muss man die irgendwann bannen und irgendwann gibt es sie nicht mehr, aber am Anfang von jedem Game gibt es halt leider die Eskapaden. Und was ich mehr damit gemeint habe, sind zum Beispiel die Sachen, die im COD immer aufregen. Und zwar halt, dass die jemand am Spawn direkt killt. Also du wirst gekillt, nachher spawnst und nachher gibt es einen Spawn-Kill. Also das heisst, irgendjemand sieht gerade, wo du spawnst und killt dich gerade wieder. Das heisst, innerhalb von 2 Sekunden bist du zweimal verreckt. Cool.
Nachher gibt es Camper, die irgendwo in einer Ecke hocken und die ganze Zeit. Und ich meine, das ist wirklich so, das verstehe ich ja gut. Also das heisst, ich hatte zum Beispiel eine Situation gehabt, wo ein Team von 3 Leuten, das sind 3 Leute aus dem anderen Team gewesen, die haben sich selber in einen Raum reingecampt, oder? Jeder hat eine Ecke genommen und nachher haben sie quasi immer geschaut, wenn jemand durch die Tür reingelüsselt hat oder reingesäckelt ist, haben sie den gekillt, oder? Und die haben immer rotiert und der Ecke gewechselt und das hat ihm so aufgeregt und die sind dort nie rausgekommen. Und ja, natürlich, du gehst immer wieder rein, weil du willst sie killen, oder? Du bist so, ich will sie killen. Und Es erinnert mich sehr an PvP-Surfer von World of Warcraft tatsächlich, wo du one-hitted worden bist als so Level 11 Rogue oder so. Bist so also ich als kleine Steffi so Level 11 Rogue bin da irgendwie durch ein Gebiet durchgelatscht und dann kommen so 2 Level 100er und um eine Ecke oder dann damals wahrscheinlich noch 80. Und dann macht es einfach zack, zack, du bist dead. Und dann gehst du natürlich go resurrecten und dann musst du natürlich zu deinem Körper zurücklaufen. Und die warten natürlich schon dort wieder, dass du dir resurrectest. Und dann hauen sie dich wieder nieder. Und das ist sehr frustrierend. Dann legst du einfach alles her, stufst 5-mal durch, stehst auf, holst dir einen Drink, gehst auf das WC, spielst eine Runde mit deiner Katze, schaust irgendwie eine Episode von XY und dann gehst du zurück und dann sind sie wieder Glück, hast sie dann nicht mehr da. Aber genau aus diesem Grund habe ich dann auf einen PvE-Surfer gewechselt, der mich das so aufgeregt hat. Aber ja. Wo die einfach die höherleveligen immer haben gemobbt. Ja, nicht nur mehr. Das ist Running Gag, hätte ich schon fast gesagt. Das ist so ein bisschen... Ja, das sind so die, keine Ahnung, die sonst nichts zu tun haben und sonst nicht gewusst haben, was sie mit ihrem Leben anfangen sollen. Oder noch ein bisschen langweilig ist. Ich bin mir hundertprozentig sicher, ein paar von diesen Typen und Frauen, die das gemacht haben damals, die schauen jetzt gerade zu. Die sind Sättige gewesen, würde mich so sehr freuen, weil da kann ich euch eins sagen. Get a Hobby. Ernsthaft. Get a life. Get a Hobby. Ja, get a Hobby. Nein, aber ich habe im Fall... Sorry, das ist so geil. Ja, ist gut. Lach doch noch ein bisschen, reden wir noch weiter. Zu dem Muter zwischenzeit. Du hast dir Modern Warfare gekauft. Ich habe mir mal wieder nichts gekauft. Aber ich habe mir eine Mausmatte in meinen Warenkorb gelegt, immerhin. Weil... hey, Mausmatte, vor allem jetzt im Winter, wenn der Tisch kalt ist, das ist im Fall nicht zu unterschätzen. Also bei mir im Büro, ich habe einen Holztisch und der ist recht kalt. Und kalte Handgelenke haben ist im Fall nicht sehr optimal und du bist sozusagen auch prädestiniert für eine Sehnenscheidenentzündung. Also von dem her, nehmt Mausmatten. Aha, ja, okay. Das am Handgelenk. Wenn es entzündet ist. So eine Sehne. Wenn so eine Sehne am Handgelenk entzündet ist. Nicht ja, das, was du jetzt im Kopf hast, Nico. Unglaublich. Ja, ist gut. Ja. Warte schnell. Nein, warte. Ich finde es immer noch geil, dass du dir eine Mausmatte in die Warenkorb hast. Was ist denn dran so lustig? Hallo? Das ist so doof. Irgendwo zu China geht das Kreis um und Steffi hat sich eine Mausmatte im Warenkorb. Ja? Who the fuck cares? Um meine Handgelenke zu schonen. Oh, das ist im Fall sehr wichtig. Jeder E-Sportler hat eine Mausmatte oder sogar irgendeine Unterlage beim Handgelenk oder sogar irgendwie Sleeves oder so an. Genau aus diesem Grund, damit sie nicht kalte Hände und Handgelenke haben, um ihre Hand und Handgelenke zu schonen, damit sie weniger schnell irgendeine Sehnenscheidenentzündung haben. It's essential. Also, es ist wichtig. Also, der Sackreis, der umgekehrt ist, haben ganz viele Leute bemerkt am Fall. Also ist gut. Aber ja, so viel dazu. Ich meine, wir haben noch das Gaming-Produkt des Monats, irgendwie, das du noch hast genau. Vorstellen. Also, genau. Ja, genau. Gut, ich glaube, Nico muss in Feierabend, Leute. Nein, es ist ein ganz grossartiger Podcast, ich habe mega Freude. Genau, wir haben diesen Monat natürlich auf brack.ch auch wieder ein Gaming-Produkt des Monats. Haben wir jeden Monat? Stellt euch vor. Wir haben das jeden Monat, genau. Das heisst, wir haben jeden Monat ein Produkt aus dem Bereich Gaming, das stark verkältet ist, hätte ich fast gesagt, reduziert ist.
Und zwar ist es diesen Monat der Gaming-PC Omen 40L GT21 0508 NZ. Also, das ist ein HP Gaming-PC, wo für alle die Leute, die sich jetzt gerade überlegen, einen neuen PC zuzulegen, schwer zu empfehlen ist. Er ist natürlich nicht Monster unter den Gaming-PCs, aber ist für Casual Gamer eigentlich eine gute Investition. Im Moment ist der Preis bei 1500 anstatt 1700 und wir reden von einem Gaming-PC mit einem Intel Core i5 mit einer Speicherkapazität von total 2000 GB. Verbauter Arbeitsspeicher ist 16 GB. Grafikfamilie wäre Nvidia GeForce RTX. Betriebssystem Windows 11. Und das Gehäuse ist natürlich ein Tower. Es ist ein schöner anzuschauender Gaming-PC. Sicher für die Leute mit einem kleineren Portemonnaie eine gute Investition. Unser Gaming-Produkt des Monats. RTX übrigens noch, Nvidia wäre 3060er, also eine sehr gute Grafikkarte. Ich persönlich habe eine 3080er, aber das reicht längstens für das meiste zu spielen. Unser Gaming-Produkt des Monats, wärmstens empfohlen. Es ist übrigens ein 360 Ti, nicht nur 360, das ist noch wichtig. 360 Ti, Entschuldigung. Genau. Übrigens gibt es auch eine prüfte Retour. Oh, ja, übrigens gibt es auch prüfte Retouren, genau. Das ist super. Also eben das... ich kann es einfach empfehlen. Prüfte Retouren sind super. Ja, nicht zu unterschätzen. Und 1500, also 1499 statt 1699, also 200 Schutz reduziert. Ja, ist aber nicht schlecht. Für so einen Preis ist das ordentlich. Ja, das ist definitiv so. Ja. Auf jeden Fall. Also geht nach anschauen. brack.ch/gaming. Dann kommt ihr auf unsere Gaming-Webseite und dort drauf seht ihr es nachher. Übrigens auch die Gaming-Webseite, wo ich und die Steffi meiste drauf basteln und machen. Also alles, was ihr dort drauf seht, ist entweder von der Steffi oder von mir verwaltet. Wenn ihr dort irgendwelche Inputs dazu habt, würde mich auch sehr interessieren, schreibt das auf Discord. Also wenn ihr irgendwie das Gefühl habt, da fehlt mir eine Info oder macht doch mal das oder macht mal das. Wir schauen es auf jeden Fall an, wenn ihr dort Vorschläge habt. Hat übrigens so Ideen für Geschenke oder Ideen für das Gamingzimmer einzurichten drauf. Also genau, Quanti, alles spannend, alles super, alles toll, alles hui. Es ist wirklich alles hui. Also Und eine mega coole Reportage über was sich Gamer und Gamerinnen von der Schweizer Szene wünschen, vom letzten Hero Fest. Plus coole Interviews vom letzten Popcorn. Also, wir sind liebe Leute. Wir sind da, wir sind für euch unterwegs. Die Gaming-Botschafter von brack.ch, Steffi und ich. Genau. Und wir haben übrigens so 2, 3 andere Sachen, also vor allem 2, glaube ich, wo wir euch, also neu im Shop, wo wir euch nicht möchten, vorenthalten. Auch zumindest all denjenigen, die das Glück hatten, sich eine PlayStation 5 zu ergattern, wo wir, wie wir ja wissen, nicht alle haben. Es gibt jetzt Covers. Ihr wisst ja, es gibt PS5-Controller in verschiedenen Farben und jetzt gibt es auch Covers für die PlayStation 5 selber in dem Blau, also im Starlight Blue, im Cosmic Red und in Schwarz. Also genau, also falls das interessant für euch ist, wenn euch das Ding zu langweilig ist, das standardweise, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, so ein Cover zu posten. Genau. Cosmic Red ist richtig schön. Cosmic Red ist sehr schön, ja. Und was auch noch endlich draussen ist, wir haben sie etwa schon 50 Mal angeteasert, ist It Takes Two für die Nintendo Switch. Also falls ihr in den nächsten paar Wochenenden, wo es grusig Wetter ist und ihr wisst nicht, was machen, nehmt euch eine Switch für, gönnt euch It Takes Two. Es ist ein fantastisches Sofa-Coop-Cape, das ihr das zweite könnt spielen. Weil ich kann nicht reden. So sieht es aus. Also, das war es mit dem Loot. Und Nico, bevor du mich wieder auslachst, Leute, gebt uns 5 Sterne und bis zum nächsten Mal. Tschüss zusammen. Tschüss zusammen. So. Das war es mit unserem Podcast. Ich hoffe, ihr habt auch so viel Spass gehabt wie wir. Ich glaube, wir haben recht Gaudi gehabt.
Und hey, der hat mega cool noch Zeugs geschrieben und so. Und das ist ein mega nice. Merci auch vielmal für die Unterstützung. Und die ganzen Bits und Subs und Gift-Subs, die noch zwischenzeitlich reingekommen sind, die sind so krass, Mann. Wirklich, Mann, was ist Seriously. los? Und dann so, oh, was? Das ist ja heftig, Hure was viel. passiert? Yes. Also danke vielmals an Freaking Greek für 50 Bits, an Mr. Tuccia für 100 Bits. Danke vielmals für Abby, für die Sub. Der Troy hat 100 Bits gespendet. Der Freaking Greek nochmal 200. Sir Staggy hat noch, oder Staggy, oder wie man es ausspricht, hat noch ein Follow da gelassen. Dann hat der Raziel selber noch subscribed und direkt nachher noch 5 Holy shit, 5 Gift-Subs verteilt. Jetzt haben wir gerade nochmal 5 Gift-Subs bekommen. Nein, komm, hör. Danke vielmals für deine 5 Gift-Subs, Smoker. Shit. Mega geil. Hey, Shit, so shit, cool. Unglaublich. Er hat ihm schon What einen a king. geschenkt, das ist super. Ja, endlich hat er schon nochmal einen. Hey, nein. Eigentlich hat er schon einen. Hey, hure gut. Hey, danke vielmals. Das ist wirklich so schnüggelis. Und eben Das ist vielleicht, dass wir es unglaublich. nochmal schnell gesagt haben an dieser Stelle, sämtliche Einnahmen, die wir generieren durch den Twitch-Channel, also sei es mit Werbung, mit Bits oder eben mit Abos oder Gift-Subs, wir behalten das selber nicht. Das kommt nicht in unsere brack.ch-Kasse, sondern wir werden das alles an einen guten Zweck spenden. We gonna give this to charity. Exakt, ja. Wir wissen noch nicht genau, an was. Das ist eine Entscheidung, die leider für eine Firma nicht so einfach ist wie für eine Privatperson. Aber sobald wir es wissen, werden wir euch dort natürlich sofort updaten. Aber einfach, dass ihr es wisst, es kommt an einen guten Zweck. Also, ihr tut etwas Gutes damit. Sagen wir es mal so. Auf jeden Fall, also das ist uns Yes. auch mega wichtig. Wir, Yes. das kommt alles auf einen guten Zweck weg. Und Genau. ich muss auch nochmal auf meiner Seite sagen, wow, krass, also wirklich, wer hier so durchgedreht ist jetzt in diesem Stream, jedem von euch, merci viel mal. Für mich ist es immer noch ein grösseres Event als für die Steffi. Ich bin das noch nicht so gewöhnt, dass da so viel passiert im Chat. Dass so viel passiert, bin ich mir auch nicht gewohnt, Nico. Okay, aber es ist wirklich. Bin jetzt wieder ein bisschen hyped. Ihr macht ohne Scheiß meinen Nachmittag nochmal besser. Also, es ist. Jetzt wisst ihr, was ihr zu tun habt, Leute, nächste Woche. Nein. Hey, Nico, der Raziel hat gefragt, ob du auf deinem linken Arm den Nero aus DMC tätowiert hast. Nein, das ist nicht der Nero, das ist eine das ist eine herkömmliche japanische Oni-Maske mit aber den eigentlich europäischen Dämonenhörner. Ich habe die ein bisschen modifizieren lassen. Also sie hat so Ballrockhörner und ist aber eigentlich eine normale Oni-Maske aus dem japanischen Stil. Nice. Der Smoker hat endlich sein Gift gesagt. Hey, hure gut. Freut mich echt für dich. Ja, hey Leute, das Giveaway ist im Fall auch just in diesem Moment fertig geworden. Ich würde sagen, damit gewisse Leute in ihre Meetings gehen können, machen wir auch nicht das mega Tamtam drumherum, sondern dann würde ich auch gerade schon den Gewinner von diesem wunderbaren Headset hier ziehen. In 3, Nassimo. 2, 1. Hey, der Smoker, what the hell? Smoker, GG. Du hast. Wirklich? Ja, Smoker no gewonnen? joke. Ja, du hast das Headset gewonnen. Hure gut. Das Meeting ist in Smoker 2 gewonnen. Minuten vorbei und hey, jetzt kommst du zurück und du gewinnst sogar. Hey, was will man mehr? Hure gut. Nice. Also wirklich. Ja, das ist echt nicht schlecht. Smoker, du musst uns unbedingt nach ein Bild mit dem Headset schicken. Yes, Wir uns please. nachher im Stream zeigen. Ich tue das schnell Stop whisperen. the count. Ich habe so lange nicht mehr gelesen. Hey, nein. Oh, mega. Oh Gott, Also, sie machen mich heute fertig. Smoker. Hey, ich muss so noch schnell. Warte. zurück. Smoker hat Ja, einen ja. Whisper geschrieben. Du mir bitte antworten, Vor- und Nachnamen, Adresse, also Straßennamen mit Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort. Also vollständige Anschrift, damit wir dir das schicken können. Also nicht gut, das darfst du. Ja, ich habe vorher noch etwas gelesen, ich bin fast, aber wirklich. Also zuerst mal der Troy irgendwie mit. Ist Troy meine Trolle? Den Preis von diesen 10 PlayStation Covers. Das ist so geschrieben: 69 Franken mit dem Troy Me.
Ich weiß nicht, ja, das ist gar nicht lustig, aber das ist, irgendwie ich bin fast gestorben. Du bist über die Covers am Erzählen gewesen, der Troy Mhm. schreibt so nie Ja. Troy Gessen. Nachher, Mhm. Mhm. genau. Nachher hat es noch etwas anderes gegeben, als ich fast schon runter bin. Irgendjemand hat wirklich noch so richtig etwas Lustiges geschrieben, aber ich weiß gar nicht mehr, was es war. Oh, und wir sind noch mit im Podcast gewesen und ich kann nicht drauf. Ah ja, das ist schon wirklich geil. Der Troy hat auch geschrieben, geht der Sack Reis wieder aufstellen. Hey, nein. Da aber siehst du, Troy. Selra hat geschrieben, oder Selra hat geschrieben, wo ich Competitive Star Wars Squadrons gespielt habe, hatte ich Faserpulswärmer an. Also siehst du, Selra ist der beste Beweis, wichtige Sache für Competitive Gamer. Immer schön warme Handgelenke zu haben. Wasserpulswärmer, wow. Mhm. Krass. Siehst du, darum bin ich Profi und du nicht. Ja, fix. Da Also haben wir's. eben, wer Steffi ist wirklich mal Profi gewesen, also wer will schauen, Ciel Bleu. Entschuldigung, ich war nie blau gewesen. Nur schon. Noir, sorry. Steffi, früher. Nein, mit ohne Ciel Noir Brille. hat das nichts zu tun gehabt. Das, Ja, Entschuldigung. Ich mache das mega gerne. Mega gerne auf deine Haut. Raziel, übertrieben, Mann. Merci vielmals für dein Gift-Sub für den Massimo. Das heisst, es ist ja nicht ganz so leer rausgekommen, immerhin. Oh, so schön. Wow. Oh, das ist echt Und das- cute. Das ist, also, und vor allem, der Massi ist doch jetzt gerade gegangen. Ah nein, jetzt. Nein, er ist sicher jetzt gerade in diesem Moment wieder gekommen. Wollt ihr noch 0,83 Stunden weiter streamen? Oh, das ist schau, 3/4 jetzt ist es- Stunde leider nicht. Das ist, Fleur, das ist nicht sorry. möglich, ganz Nein. ehrlich, das geht nicht. Das, Nein. Also, weißt, Wir müssen noch 2-3 Sachen fertig machen und ich muss nach dem 5 Uhr gehen. und Sonst wir verpasse ich müssen meinen wirklich- Post. Und ich habe noch 1,5 Stunden Heimweg. Sorry. wir Aber machen hey, halt auch noch ein bisschen morgen, anderes, ja. morgen um 11 Uhr streamt der Cyril Klemmbausteine. Er muss seine halbe Pyramide weiterbauen. Das ist wirklich nur eine halbe Pyramide. Und dann wirst du sicher, dann hast du deine 100 Stunden sicher voll. Ja, der Massimo wieder am Flexen, alles klar. Pyramide ist geil. Pyramide ist wirklich cool. Aber eben, morgen um 11 Uhr geht es weiter mit Klemmbausteinen-Stream. Dann hast, also wenn du dann ein bisschen im Lurk bist, dann hast du deine 100. Und sonst, spätestens am Mittwoch mit dem Troy. Der Troy spielt am Mittwoch ab der 3. Wahrscheinlich wieder Jurassic World Evolution 2, so wie ich ihn kenne. Am Donnerstag ist dann leider nichts. Und am Freitag bin ich am 1. Am Freitag spiele ich wieder Immortals Phoenix Rising. Ja, und der Troy mit seinem Dino-Park, also das ist... Ja, jetzt hat er endlich einen T-Rex, Mann. Er sagt etwa Und seit 5 Episoden, dass er gerne einen T-Rex hat. Ja, und und hast du er mal schafft's geachtet, er tut immer die Dinos nach den Leuten benamseln. Ja, das ist schon Finde ich mega cool. herzig. Ein Bracki und ein Stegi. Und Genau, also falls ihr mal wollt, ein Dino sein, beim Troy habt ihr die Möglichkeit. genau, ja. Ein Executed Dino. Oh ja, keine Ahnung. Nein, aber es ist auf jeden Fall sehr witzig. Und Immortals Phoenix Rising, by the way, ein komplett unterbewertetes Spiel, meiner Meinung nach. Ciao, Es ist- Massi. Ciao. Wirklich, kommt mal vorbei schauen am Freitagnachmittag um 1. Ich streame bis um 3. Kommt vorbei schauen, es ist so ein geiles Spiel. Und meiner Meinung nach wirklich komplett unterbewertet und zu unbekannt. Und für das, was es ist es ist wirklich, I love it. Yes. Infos sind raus, danke vielmals. Nice, danke Smoker. Ich schaue, dass wir es diese Woche noch verschicken können. Also jetzt heute schaffe ich es nicht mehr, aber spätestens am Donnerstag tun wir es auf die Post. Der Florios Idiotikus ist von dir benannt worden, Floro. Wow, wow, Wow. wow. Der Troy wieder mit Charme um sich am Sprühen. Hey. Unglaublich. Nein, aber Es ist, ja. Leute, hey, ich würde sagen, das wäre es eigentlich, glaube ich, von uns. Ihr wisst ja jetzt, wie wir diese Woche schon noch live on Stream sind. Falls ihr auch unter der Woche ein bisschen mit uns, ihr euch mit uns austauschen wollt, schreibt auf Discord. Dort sind wir auch immer ein bisschen unterwegs und sonst eben immer ein bisschen den Streams wir zuschauen auch. Und sonst sehen wir uns in der Woche wieder, in dieser Komposition. Genau. Merci vielmals für den grandiosen Stream, ihr seid super. Der Hammer. So eine Hammer tolle Community. Ja, echt. Jinx. Danke vielmals. Habt Sorge und habt eine schöne Woche und
Mega viel Freude beim Arbeiten. Ich kann doch kurz auf Megenwil holen. Ja, easy. Kommst du am Donnerstag vorbei. Morgen aber. Es muss innerhalb von der Arbeitszeit sein, sonst sind wir nicht da. Aber ich schreibe dir noch. Hey ja, bleibt gesund auf jeden Fall. Es geht eine Grippewelle um, alle Leute sind verkältet. Legt euch an, es ist kalt. Am Morgen und am Abend und im Schatten und wenn die Luft geht. Ayaloa, Krakatoa. Adios, amigos. See you later, alligator.